Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy IX auf Pelzig. So, da können wir jetzt auch nochmal durch. Oh, aber vorher werden wir noch aufkalter. Erstmal machen wir hier die Knabe der Neve weg. Und dann können wir uns dem Skeleton widmen. So. Gott, die sind schon weggezwitschert. Oh, Zidane ist in Trance. Mist. Wieder ein Trance-Zustand verschwendet. Großartig. Okay. Dann machen wir halt mal Energiestoß auf das Skeleton. Was anderes bleibt ja nicht übrig. So. Okay, Surren kann der noch anwenden. Das versetzt offenbar in Rage. So. Wir attackieren. Ja, in Trance-Zustand zieht er natürlich auch mehr ab. Aber das war jetzt eine absolute Verschwendung von Trance. Ich finde es halt schade, dass es immer nur für die entsprechende Kämpfe dann gilt. Oder dass man die Trance von selber aktivieren kann. Dass man das nicht kann. Das ist sehr schade. Ich würde ansonsten die Trance lieber gern aktivieren, wenn ich sie halt brauchen könnte. Na gut, dann leiten wir nochmal das Glöckchen. Beide klingen wieder im Einklang. Und die eigene ist wieder Stabwoche. Gut, da kommen wir nochmal zum Nebenbereich. Da wäre es nämlich in der im Hauptgang weitergegangen. Mithril-Fäustling erhalten. Warte mal, das war etwas, was Steiner tragen kann. Und genau, etwas, was Steiner und Freya tragen können. Die gehört zu der schwer gepanzerte Fraktion. Die gute Freya. Okay. Hier kommen wir auch noch woher. Filzhut hat es noch, gell? Weihrauch muss er noch lernen. Filzhut kann er Gemach lernen. Kann das auch Vivi lernen? Jo. Dann wird es der nächste Hut für Vivi. Noch ein Kampf und dann habe ich die nötige AP dafür. Oh weh, mein Geliebter, oh weh, mein Geliebter, oh weh, mein Geliebter. Hey, du Mokri, was ist denn passiert? Die Moguline. Mein geliebter Ehegatte ist in ihrer Glock. Und er kommt nicht mehr raus, Kupo. Der Ärmste, wir sollten ihm Hilfe leisten. Wir wurden ja gerade frisch getraut, Kupo. Bis wir urplötzlich von zwei Lichter Gestalt überfallen worden sind. Wie konnte das nur passieren, Kupo? Aber die riesige Glock kriegen wir nicht so einfach vom Fleck. Allerdings. Oh weh. Rieche ich vielleicht ein bisschen streng? Du, hast du so selten und Dairi Kubonuss bei dir? Ja, ich hab's in den Blumen gekriegt. Hättest du mir vielleicht geben? Von mir aus. Ich mag das eh nicht, hab doch eh keinen Mund zum Essen. Oh, vielen herzlichen Dank, Kubo. Moguta, hier ist der Leibspeise Kubonuss. Ach Gott, Kupo! Mein geliebter Ehegatte, ich lieb Kupo, nicht Kupo! Moguta, wo willst du denn hier? Auf jeden Fall vielen Dank, Moguta! Frisch verheiratet und schon läuft er fort. Mann. Die haben geahnte Kräfte hier, die Mogris. So, was haben wir dann hier noch? Gibt's ja Maluke Glocke. Und da geht's anscheinend wieder durch. Nicht aufzukriegen. Ja. Da hätten wir jetzt einfach nur, nochmal Glock verschwendet, wenn wir das jetzt machen würden. Deswegen, ich bin mir hier nicht mehr so ganz sicher. Ob links oder rechts. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Wo ich zuerst hin muss. Habe ich schon nicht mehr auf dem Schirm. Ich probiere es erstmal bei der Weise der. Ah, die lässt sich eh nicht aufmachen. Okay, gut. Hat sich sowieso erledigt. Wir müssen eh hier durch. Da brauchen wir speziell die Glock davor. So. Beide Glocke leiten wieder im Einklang.
Und unsere ist wieder Stabware. Allerhaupt. Ah, da geht's zu dem Mogris. Okay. Kupo, Nüsse sind lecker, Kupo. Und schmecken der Kupo nur auch so gut. Pfui Teufel. Ja, jo, na klar. Du quälst mal. Und du hier? Vielen Dank nochmal, Kupo. Und jetzt kriegen wir bestimmt ein glückliches Eheleben zusammen. Ja, das denke ich doch. Brief von Modon. Artura, die suchen wir auch noch. Ein Brief von Modon, Kupo. Bestimmt Glückwunsch zu unserer Familie, und Kupo. Lassen wir uns sofort lesen, Kupo. Das diesjährige Jagdfestival in Lindblum war just sowas von aufregend, Kupo. Die höchste Jagdpunktzahl betrug unglaubliche 233 Punkte. Und gewonnen hat jemand namens Freya, Kupo. Damit hat er sogar den Vorjahresrekord von Wena mit 144 Punkte weit hinter sich gelassen, Kupo. Ich kann mich schon gar nicht mehr einkriegen, Kupo. Naja, leider Glückwünsche, aber dennoch sehr interessant, Kupo. Gut, dann speichern wir erstmal hier. Die Musik. So, machen wir mal neue Speicherdaten. Mann, ich liebe die Musik. Okay, erstmal nichts mehr. Dann gucken wir uns hier nochmal kurz um. Hier können wir hochkraxler. Draußen ist es gefährlich, Kupo. Hoch? Gizamalukas Grotte würde ich aber ganz gerne nochmal rein. Irgendwas habe ich eventuell übersehen. Warte mal, halte mal eine Gaul an. Irgendwas könnte ich übersehen, aber... Noch ein Augenblick. Kupo. Kupo. Nimm das als Zeichen von meinem Dank, Kupo. Messias-Glocke erhalten, genau. Und bring mir doch wieder ein paar Nüsse vorbei, Kupo. Messias-Glocke, genau die war's. Du kann nicht dann do entlang gehen. Ich weiß nicht, ob es so zu Gizamaluke geht, zu dem Monster, was hier die Wache hält. Oder ob es hier einfach nur Schätze gibt. Aber ich glaube, hier gibt es einfach nur Schätze. Bin mir nicht ganz sicher, aber Gizamaluke hätte ja auch noch kommen müssen. Ja doch, natürlich. Du geht's zu Gizamaluke. Was ist denn passiert, mein Beste? Freya, seid vorsichtig. Gizamaluke wird von zwei kleinen Clowns kontrolliert und ist völlig von Sinne. Genau, hier geht's zu Gizamaluke-Reihe, wusste ich's doch. So. Die Bestie ist natürlich ein Endboss. Ist auch ein ziemlich mächtiges Wesen. Anhand von einer Schlange, Mosaike und Reliefs kann man sich ja denken, was das für eine Kreatur ist. Und da ist er. So. Ziemlich garstig die Kreatur. Aber ich will ihn auf jeden Fall beklauen. Ich habe da ein paar gute Sachen. Das war dann Quina. Elixier können wir klauen. Okay, spring du mal und du machst du mal Blitz. Ich glaube, der kann einiges vertragen, wenn der einer von unseren Leuten einfach mal instant killt. Blitz dürfte bei dem recht wirksam sein. Das ist eine Wasserkreatur. Nee, nicht so wirksam wie gedacht. Okay, was macht er jetzt? Wasser. Der Zauber Wasser ist recht selten, weil normalerweise wird Wasserelement einfach nur als Eis gezählt. Diebstahl Fehlschlag, aber der hat definitiv noch was. Ja. 272 Schade. Allerhaupt Klau weiter sie dann. Ja, der kann Bs ausdehnen, der Kollege hier. Mach du lieber Amon Potion auf dich. Und... gleich... verfehlt. Guter Mann. Gut gemacht, Vivi. So, du sammelst dich erst einmal. Sie dann versucht nochmal zu klauen. So, der sammelt seine magische Kraft. Du heilst dich gerade noch einmal. Oh, sie dann hat es wieder ordentlich getroffen. Und wieder nichts. Okay, dann probieren wir jetzt noch einmal Blitz aus. Gut, Freya ist soweit wieder auf dem Damm. Und sie dann Klau weiter. Ja, bringt die Claire ein bisschen mehr. Du kannst als nächstes sie dann heilen. Und Wasser kommt wieder auf Vivi.
Der kann nochmal... Naja, der kann nämlich Schwarzmagie wirken. Na gut, dann muss er Äther auf sich wirken. So. Sieht dann, das muss funktionieren hier mit dem Klauer. Verdammt nochmal. Wenn ich das sag. So, als nächstes muss Vivi nochmal geheilt werden. Und Wasser wieder. Wieder auf Vivi. Mist. Du hast unseren Schwarzmagier erwischt. Und als noch nicht. Mist, Mist, Mist. Jetzt wird ersatzweise auf jemand anderes ein Trank gewirkt. Da müssen wir aber warten, bis der mit seiner Attacke durch ist. Weil wenn wir Vivi wiederbeleben... Oh, das zieht böse ab. Muss der definitiv schon stehen. So, warte mal. Vivi können wir auch direkt heilen jetzt. So. Und... Vivi, als nächstes möchte ich wieder, dass du Blitz wirkst. Ja, der Knabe ist schon etwas hart hier. Autsch. Ja, wir gucken aus dem Heiler gar nicht mehr raus. Ich bin eher dafür, dass Vivi jetzt der Heiler ist. Und Freya wieder Damage-Dealer macht. Bitte aufs Überschall. Ah, scheiße, wer trifft das? Vivi. Ah, okay, der ist stumm nur. Okay, damit ist er zum Heiler erkoren. Filzhut geklaut, na also. Sehr schön. Heil dich. Ah, okay, Mist, das hat sie schon gemacht. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob der nochmal was hat oder ob er ein Habe nichts ist. Wasser. Vivi wieder. Okay, dann gucken wir nochmal, dass wir Quina wieder belebt kriegen. Und? Diebstahl fehlgeschlagen, der hat ja als noch was. Okay, also kräftig weiter. Vivi, heil Quina. Oh, das hat Freya gekillt. Aber der muss weiter klauen. Er muss etwa weiter klauen. Phönixfeder auf Freya. Ich will alle Gegenstände von solche Bossgegner haben. Vivi, als nächstes machst du die letzte High Potion der Mahano Freya, wenn sie noch steht. Wasser, geht auf sie dann. Ja gut, der kann nämlich am meisten ab hier von uns. Dann Potion auf Quina. Quina attackier mal. Und jetzt sehen wir wieder einigermaßen gut aus. Als noch fehlgeschlagen, verdammt mich nochmal. Ein Potion of Quina, ja, das sieht die Gruppe jetzt schon wesentlich besser aus. Du kannst schon ein Echo-Kraut auf dich wirken. Sieh dann, du klauscht. Hätten wir jetzt einen Zaubergemach schon gelernt, dann könnte... Au! Dann könnte... Vivi den Bossgegner langsamer machen. So, das ist auch weg. Halt's noch nicht. Heidewitzka. Gut, Freya kann wieder abtauchen. Vivi, du machst wieder Blitz. Du klauscht. Bitte auf sie dann. Ah, scheiße. 144, das können wir wieder mit dem Potion ganz normal heilen. So, Freya kommt auch nochmal angekupft. Hab einen Gegenstand, den muss ich noch kicken. Komm. Wir könnten aber Räuberauge benutzen, um zu gucken, wie viel der generell noch aushält. Diebstahl fehlgeschlagen, so ein Mist sein, Elender. Heil du mal hier Quina. Dann kann Vivi nämlich erstmal sammeln und du verwendest mal Räuberauge. Machen wir mal eine etwas passive Runde. So, du heilst wieder Vivi. So, sieht doch soweit alles wieder stabil aus. Und der sammelt, genau.
Quina heilt Vivi und sie dann macht Lucky. Räuberauge. So. Allerhaupt, gucken wir nochmal. Besitzt Gletscherstock. Ja, den wollen wir unbedingt haben. Den wollen wir ganz unbedingt haben. Tackle auf sie dann. Oh. Du heilst. Und du klaust. Ja, den Gletscherstock will ich unbedingt haben, weil der lehrt Vivi Eisra. Den brauchen wir. Komme, was da wolle, wir müssen jetzt aushalten und Eis stecken in der Zeit. Dragomegere. Okay. 50 MP noch abgezwackt, aber nicht selber geheilt damit. So. Gletscherstock geklaut. Na also, sehr schön. Jetzt können wir volle Wumme drauf ochsen. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, denn bei dem am Leben zu erhalten. Jetzt müssen wir drauf kloppen, was das Zeug hält. Boah, Mann, bei Freya zieht es echt am Meister ab. So, du zischt weiter hier drauf. Jetzt ist Damage Deal. Macht das Vieh platt. Und dann haben wir schön die neue Waffe, Vivi. Wenn du... okay, Überschall ist noch in Ordnung. Können wir ab. Je nachdem, wenn es trifft. Vivi wieder. Okay, dann heil du dich selber. Jetzt können wir wirklich drauf kloppern. Jetzt ist egal. Mist, Quina hat verfehlt. Freya kommt da noch. Und Quina macht weiter. Geh weiter drauf. Wir probieren es jetzt erstmal mit einer ordentlichen Damage-Stil-Runde wieder. Nein, doch nicht Augentropfen. Mist, ich wollte Echo-Kraut verwenden. Schiete. Das war unnütz. Okay. Mist. Ich habe gedacht, ich hätte Echo-Kraut gewählt, aber... Echo-Kraut, was jetzt wieder? Oh, das geht auf alle das mal. Zieht auch gut ab. Egal, aber noch nicht so stark. Quina weiter drauf. Komm schon. Speer und dann beende es. Sehr gut, das war's. Oh Mann. Habe ich mal einen Schluck Wasser verdient. Na, gerade bei deinen Bosskämpfer will ich den unnötig Zeitfresser. Weil es ist ja alles auf Zeit angewiesen hier. 5 AP, hau den Lukas und Vivi hat noch was gelernt. Das Zelt gibt's aber 3. Wenn schon Giza Maluka von Sinne ist, dann verheißt das nichts Gutes. Der König ist in Gefahr. Das sieht wohl so aus, ja. Oh, in der Zwischenzeit ist Steiner hier unterwegs. Er will Richtung Südentor, wie es aussieht. Große Zitadelle, Südentor. Ja, dem Südentor liegt unser Königreich Alexandria. Okay, jetzt spiele ich wieder Steiner. Mist. Jetzt bin ich schon nämlich bei der anderen dabei. Aber egal, wir können Steiner ja auch wieder ordentlich ausrüsten. Der braucht hier nichts. Da kann er aber erstmal das für Weihrauch. Und der Bronzekyrass kann er erstmal durch den Zauberkyrass austauschen. Leider haben wir kein Accessoire für Steiner. Aber das sieht soweit ganz gut aus. Gut, aber das ist ja eigentlich auch ganz logisch, dass wir hier so, was passiert eigentlich bei der Anare so machen. Ja, an sich ganz logisch, muss ich sagen. Aber ich finde es auch schön, dass dann so zeitgleiche Stories gezeigt werden. So. Zu kurz geraten die Wache. Was bist denn du für einer? Was wird denn du an einem Ort wie dem hier? Langgerote. Mir ist zu Ohren gekommen, dass noch Arbeiter für die Wiederaufbauarbeiten vom Südentor gebraucht werden. Für Unterkunft und Verpflegung wer gesorgt, habe ich gehört. Und so habe ich gleich mal 7 Sachen gepackt. Ei, was ist denn das? Ei, wenn das so ist, dann sag das doch gleich. Noch am Ufer laufen die Reparaturen jetzt schon seit längerem, aber die werden einfach nicht fertig. Ein bisschen vorher dein Gepäck durchsuchen. Ist nichts Persönliches, geht bloß so Vorschriften. Bleh. Aus Sicherheitsgründen musst du aber 5 oder 6 Schritte zurückgehen. Geht auch zu den Vorschriften.
Es war aber nur ein Schritt. Das reicht schon, nix für Ungut, kennt aber zu den Vorschriften. Ja, wir können uns ja derweil ein bisschen unterhalten. Jetzt sind wir die Hände gebunden. Wir müssen unsere Kontrolle verstärken, weil noch um junge Mädel und ein Mann im mittleren Alter gefahndet wird. Was ist denn das doch für ein Mörderknoter? Und angeblich soll das junge Mädel die Prinzessin von Alexandria sein. Oder ja, zumindest verdammt ähnlich sehr. Endlich habe ich die Knote über den Hof gekriegt. Aber es ist doch die Tochter von Königin Bran, oder? Ich kann gar nicht glauben, dass die hübsch sein soll. Hm? Was zum Ratzinger ist denn das? Die mehr nette Kardinal Ratzinger. War meine lange Bäh. Was ist dann der ekelhafte Gestank doch etwa Gift? Was hast denn du vor, du wahnsinniger Sprich? Gestank, bedauere, bestink ich, das ist nicht in meinem Besitz. Ach, das sind doch die Dinger, die du nicht magst. Spezialität von Lindblum, die berüchtigte Schwesgurke. Aber klein, ganzes Sack voll ist schon ein bisschen heftig. Es ist meine Lieblingsspeise, ohne die bin ich morgens beim Frühstück völlig aufgeschmissen. Schon gut, du darfst passieren und vergiss dir deinen Sack Schwesgurke nicht. Ich bin euch zu äußersten Dank, schönen Dank. Der versucht jetzt auch so ein bisschen sein Rittergehabe abzulegen, dass er eher als normaler Bürger durchgeht. Ich sehe im Inneren vom Tor, genau wie die Prinzessin es geplant hat. Respekt, Prinzessin. So, jetzt noch einen Ort finden, wo keine Rumlung hat. Der abgelegene Durchgang dort, der ist doch ideal. Aber das junge Fräulein und der Mann sind ein bisschen im Weg. Okay. So. Arbeiter Hans. Irgendein bestimmt in der Welt nicht Gericht über irgendwelche Gespenster und überhaupt, warum wurden das Südentor zerstört? Und du? Ach ja, jetzt muss ich mein Geschäft doch aufgeben. Der arbeitslose Chef. Stückel weiter drüber gibt's Geschäfte Altair aus Assassin's Creed Ends, kennst du noch? Aber die verkaufen leider keine magischen Gegenstände mehr. Und hier? Du Nasenkreatur, Ameisebär-Kreatur. Das kleine Tor hier ist endlich die Fehlkonstruktion. Und so gibt's nicht den Weg überhaupt. Er will schon runter bis zum Nebel, um vom Monster gefesselt zu werden. Wozu soll man dann so reparieren? Aber so denken alle und deswegen wird das Tor hier nur von außen sauber gehalten. Außen hui, innen pfui. Dann war das also dein Verdienst, dass wir nicht durch das Tor konnten, Kerl. Nochmal Gnade vor Recht. Schon allein zum Schutz einer Prinzessin ist die Pflicht von einem Ritter Ruhe zu bewahren. Okay, und was sagst du? So. Ehrlich aussehender junger Mann. 12 Hämmer, 23 Meißel und dann noch... Hier ist doch wohl Erwitt. Sagen wir mal was. So ist es. Na dann, herzlich willkommen. Ich bin erst auch vor 5 Monaten hergekommen. Hier am Bordentor bin ich der aufsichtshabende Mechaniker, aber außer mir gibt es hier eh noch einen Mechaniker. Okay. Mein Vertrag geht dann noch ein halbes Jahr. Im nächsten Monat bin ich wieder im Schloss. Dann werde ich an einem Prototyp von einem Luftschiff mitarbeiten, das ohne Nebelantrieb fliegt. Die Welt außerhalb von unserem Kontinent ist ja noch weitgehend unerforscht und ohne Forschung mit normalen Schiffen zu Wasser wäre zu riskant. Der Großherzog ist wahrlich ein Genie. Er hat als erster erkannt, dass die Zukunft in den Luftschiffe liegt. Huch, aber Entschuldigung, jetzt habe ich euch mit langweiligem Geschwätz aufgehalten. Naja, es gibt doch etwas, was ihr wissen sollten. Wie bitte? Das Tor zum Nebel ist immer noch defekt. Der Klappwohler könnte mich für dumm verkaufen, weil ich noch so jung bin. Bitte entschuldigt mich. Jetzt nur noch das junge Fräulein dort drüber. Aber ich habe da noch was gesehen, wo es drüber gezoomt ist. Multistab erhalten. Das dürfte eine Waffe für gar nicht sein. Bin ich mir relativ sicher. Der arbeitslose Chef? Nee, da komme ich noch nicht hoch, solange ich den Sack hier habe. So, junges Fräulein. Aushilfe Mary. Was mache ich bloß jetzt, wo sein Geschäft bankrott ist? Gut, dass wir mit der Leid gerettet. Ich habe das ja gar nicht mitgekriegt, weil ich auf der anderen Seite vom Berg war. Bin im Dienst. Nee, natürlich Helfer. Es hilft nichts, Sachen nachzutrauern, die schon geschehen sind und nie rückgängig zu machen sind. Was ich sagen will, ist, dass, wenn ihr schon mal hier seid, dann sollten wir nicht zugucken, sondern auch zur Tat schreiten.
Stimmt, ja, ihr habt ganz recht. Ich weiß gar nicht, warum ich so niedergeschlagen war. Gut, jetzt ist die auch fort. Vielen Dank. Jetzt ist die Luft rein. Das machen wir noch in der Episode hier. Ey, du, stehen geblieben. Oh. Da kommt noch einer. Der Wicht wieder. Komm mal rüber, ich hätte eine Vorschriften. Na gut. Ich spiele mit. Halt! Mach Jucke Bewegung, bis ich dir ein Zeichen gebe. Jetzt dreh dich ganz langsam zu mir um und komm hier nicht auf dumme Gedanken. Puh. Hör zu, um zum Gipfel jenseits zum Südentor zu gelangen, brauchst du einen Passierschein. Ich lasse ihn genau hier liegen und wenn ich verschwunden bin, kannst du ihn da holen. Es ist deine Schuld, verstanden? Nicht meine, du schleppst schließlich das stinkende Zeug mit dir rum. Okay. Aber wenigstens war es nichts Schlimmes. Nur unseren Passierschein haben wir gekriegt. Passierschein, so. Okay. Gut. Gucken wir uns mal um. Was macht er von sich aus? Nochmal geguckt. Absolut lächerlich. Du Mensch, also, damit wird alles gut und die Welt dreht sich in Friede weiter. Steiner, kann ich rauskommen? Jawohl, Gut, dann gebt bitte Acht, dass keiner kommt. jawohl. Raschel, 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 raschel. Puh, endlich wieder frische Luft. Aber der Gestank hätte mich beinahe umgebracht. Hält noch wach, dann ziehe ich mich geschwind um. Dann wollen wir mal. Hier bleiben. Ne, dass ich sie beobachte und die Werte des als spanne. So. Steiner, ich bin soweit. Seid ihr wohl auf, Prinzessin? Steiner! Wie war, ich bin selbstverständlich Fräulein Lilly. Bis nach Südentor hier passiert hin und Treno erreichen, müsst ihr mich so rufen. Und salutiere ist ab jetzt auch verboten. Sehr wohl. Ich werde darauf achten, bis wir in Treno angelangt sind und einen Weg gefunden haben, ins Schloss zurückzukehren. Dann lasst uns aufbrechen. So. Aber ich würde sagen, genau hier mache ich meinen Cut bei dem Oh. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy 9 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.